So, jetzt 9. November, endlich schneit's, endlich wird's kühler und frischer und dann musst du nicht mehr so schwitzen, wenn du draußen hockst. Und der Bier kannst du auch langsamer trinken, weil es einfach nicht warm wird. Da sparst du nämlich einen Haufen Bier. Du musst nicht so oft aufs Klo gehen, du musst nicht so oft brunzen, du musst nicht so oft spielen. Und wenn das jetzt so beständig bleibt, die nächsten Tage mit der Kälte, nachher kann ich Gefriere anschalten, nachher kann ich den Kühlschrank anschalten und alles so daheim im Garten lagern bis März, April, teilweise sogar im Mai, im Mai rein, bei uns da oben auf der Alp. Das hat schon Vorteile. Also ich muss ehrlich sagen, man hat keine Schnaken mehr, nichts stört mehr an Insekten. Also ich meine, es gibt ja auch gute Insekten, aber so Schnaken oder Bremen, die brauche ich nicht. Jetzt hat ich daheim auch noch mein Grill, wo ich bald wieder einschalten kann. Das war ja im Sommer eine Sauhitze, da hast du ja nicht essen können, der Hitze, da ist ja der Schweiß nachgelaufen. Apropos Schwitzen, dann schwitzt nämlich wie die Sau und dann musst du das Zeug waschen, hast wieder einen Wasserverbrauch und für die Umwelt ist es auch nicht gut. Und mir daheim auf der Alp, bis es uns einmal freut, wegen dem bisschen daheim Schnee. Da haben wir noch alte Kleider für Generationen gesammelt im Keller. Wenn es mal wirklich kalt wird, so wie minus 30, minus 40 Grad, da kann man die alte Steppbettdecke, die dicke kennt ihr, oder wie so 50 Kilo wiegt, die kann man noch mal langsam so über die Knie legen und sich dann mal ein bisschen wärmen. Nur nichts übertrieben, wir sind Elbler. Also, ich wünsche euch einen schönen Winter, das ist die beste und sparsamste Jahreszeit für uns Schwaben. Zumindest für uns Elbler. Prost!